Was ich immer wieder liebe, ist auch, wenn ich in die Bibel schaue, dass eigentlich die Botschaft von Gott so einfach ist. Es ist so simpel. Gott liebt uns. Gott möchte mit uns einen Weg gehen. Gott möchte uns helfen, unser bestes Leben zu leben. Aber oftmals machen es wir Menschen irgendwie kompliziert. Und wir irgendwie das Gefühl haben, es kann doch gar nicht so einfach sein. Es kann gar nicht sein, dass wir einfach in die Beziehung mit Gott kommen und dürfen wie diesen Weg gehen und dass er unser Herzen wird legen, was dran ist, dass wir nicht einen religiösen Katalog erfüllen müssen, um mit ihm unterwegs zu sein. Und so schnell haben wir irgendwie das Gefühl, ich priorisiere Gott zu wenig oder ich bin nicht gut unterwegs oder ich bin irgendwo falsch, ich höre nicht gut, ich spüre Gott nicht, weil ich vielleicht Entscheidungen fälle, die ich gar nicht will. Manchmal vielleicht sogar Sachen machen, die ich gar nicht will. Und ich möchte einfach beten, dass wir in unserem Leben die Einfachheit nicht vergessen. Dass die immer da ist, dass wir uns auf das fokussieren können, was Gott sagt. Gott hat seinen Sohn Jesus auf die Welt geschickt, vor über 2000 Jahren, mit einer einfachen Botschaft. Und dass wir nicht durch das Umfeld, durch Verletzungen, Enttäuschungen und vielleicht sogar Menschen in unserem Leben gemacht haben, auf einmal die einfache Botschaft einfach kompliziert machen. Weil das ist auch eine Idee vom Gegenspieler von Gott, dass er das Einfache durcheinander bringen will, sodass wir wie auch in dieser Kompliziertheit innen versinken und vergessen, wie sehr Gott uns liebt. Und ich möchte beten für das, dass wir in unserem Herzen die Einfachheit innen spüren. Jesus, ich will dir Danke sagen, dass du es so einfach machst, dass das Evangelium, das wir in der Bibel lesen, einfach ist. Dass wir in einer Beziehung mit dir leben, ganz egal, ob wir alles richtig machen, ob wir gut unterwegs sind oder vielleicht auch Fehlentscheide treffen, vielleicht sogar Mühe haben, mit dieser Einfachheit anzunehmen. Wenn du siehst, dass du uns bedingungslos liebst, dass wir zwar Sachen machen können, die dich ehren, aber es das gar nicht ändert daran, wie sehr du uns liebst, weil du liebst uns einen Weg. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du jede einzelne Person siehst, ganz egal, ob es hier im Saal ist, auf Livestream hat eingeschaltet, vielleicht von irgendwo eingeschaltet hat oder den Sonntagabend nachschaut. Ich will dir Danke sagen, dass du unser Herz, unsere Seele kennst. Dass du weisst, wo Verletzungen sind, Enttäuschungen, die vielleicht sogar in Kirchen passiert sind, mit Menschen passiert sind, die ebenfalls mit dir unterwegs sind. Dass du dort Heilung schenken kannst. Dass du Heilung schenken kannst, dass wir auch die Einfachheit von deiner Liebe wieder neu in unser Herz reinlassen. Dass es wie auch vom Kopf ins Herz gehen. Dass es ein Feeling ist, wo wir wissen, es ist ein Frieden, der nicht von dieser Welt kommt, sondern von dir im Himmel. Und ich möchte dir Danke sagen, dass wir das Leben schätzen dürfen, dass wir jeden Tag wieder umarmen, den du uns schenkst. Ganz egal, ob die Umstände stimmen, ob alles so läuft, wie wir uns vorstellen, oder sogar Herausforderungen da sind, dass wir dürfen erkennen, wie genial jeder Tag mit dir zusammen ist. Dass du uns helfen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen, weil du versprichst in der Bibel, wer dich ehrt, wer dich sucht, wirst du zurückkehren. Und das ist das, was wir auch in Anspruch nehmen. Wir bringen unseren Glauben zusammen als Kirche mit den Leuten, die im Livestream dabei sind. Und wir glauben, dass du immer noch auf dem Thron hockst, dass du der bist, der einen Unterschied machen kann in dieser Welt. Merci, siehst du uns, brauchst du uns, irgendwo ein Teil von deinem genialen Plan zu sein. Dass wir Licht in die Welt rausbringen, Licht in die Familie bringen, an den Ort, wo du uns im Moment hergestellt hast. Merci, dass du unvergleichbar bist, dass du so ein liebender Gott bist, was einen Weg unglaublich rentiert mit dir unterwegs sein. Merci, segnest du jede einzelne Person, die dich sucht, die dich aus dem echten Herzen sucht. Und willst du Antworten geben, dort wo Fragen sind, und willst du Segen ins Leben so gross werden, dass andere Menschen erkennen, dass es rentiert mit dir unterwegs sein. Merci vielmals. Amen.